Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee und zwar mit dem neuen Let's Play. Wir spielen heute The Curse of Monkey Island bzw. Monkey Island 3 auf Pelzig. Das mal ohne Special Edition, ich habe gerade ein bisschen gehadert. Es ist mit dem Scamba DOS Emulator, wobei das Spiel damals 1997 tatsächlich auf CD und für Windows spielbar war. Das war schon mal gigantisch für die damalige Zeit. Und ich würde sagen, wir verlieren hier große Worte. Monkey Island 2 ist vorgestern, im wahrsten Sinne des Wortes. Und heute machen wir weiter mit dem dritten Teil. Meiner Meinung nach auch der letzte Teil ab dem 4. Den habe ich zwar auch gespielt damals, aber den habe ich nicht als so toll empfunden, um ganz ehrlich zu sein. Von daher endet meine Let's Play-Reihe mit The Curse of Monkey Island. Wir machen natürlich auf oberaffig Geschichten von 1002 Seemännern, aber mit mehr Rätseln. Yeah! Und keine große Worte mehr verliere. Wir verlieren uns direkt hier in diese wunderbare Soundqualität. Ich habe das damals so geliebt. Ich habe das, genau, The Monkeys are listening, die Affen lauschen. So hatte ich das nämlich noch im Kopf von früher. Mit dem Dolby Surround und dann kam hier The Monkeys are listening. Sache muss ich nur noch mal machen, ihr liebe Leute. Und zwar bei der Option nur Sprache. Sehr schön. Ich möchte nämlich keine Untertitel haben. Jetzt haben wir nämlich die volle Sprachausgabe. Also, los geht's. Mit dem ultra geile Intro. Tief in der Karibik. Monkey Island. Logbuch des Captains, Guybrush Threepwood. Seit Tagen verirrt auf hoher See. Ich habe weder Mannschaft noch Navigationsinstrumente. Kein Proviant außer einer halben gepökelten Wurst. Und wenn ich nicht bald auf etwas zu trinken stoße, ist es aus mit mir. Allein die Hoffnung, meine geliebte Elaine zu finden, hält mich aufrecht. Die Suche nach dem berühmten Schatz Big Whoop hat mich in diese missliche Lage gebracht. Ich hatte gedacht, er würde mir zu Ruhm und Ehre verhelfen. Doch stattdessen hat er mich direkt in die Fänge von meinem Erzfeind getrieben, dem Zombie-Piraten LeChuck. Er wollte sich an mir rächen, weil ich seinen bösen Plan durchkreuzt habe, Elaine zu heiraten. Bin sehr, sehr durstig. Nur ein einziges Glas frisches Wasser und ich hätte vielleicht wieder die Kraft, weiter zu segeln. Aber ich weiß ja, um mich herum gibt es weit und breit nur den Ozean. Wenn ich Land erreichen könnte, würde ich möglicherweise Trinkwasser finden und etwas zu essen. Obst vielleicht, um damit den Skorbut zu bekämpfen und meine Kraft wieder zu gewinnen. Vielleicht ein paar Bananen. Ach, warum quäle ich mich selbst so? Ich könnte mir auch ein Hühnchen und einen großen Krug voll Grog wünschen. Das bringt ja doch nichts. Oh, meine süße Elaine. Bin ich dazu verdammt, auf diesem Ozean zu verhungern? Ohne dein Gesicht nur noch ein einziges Mal wiederzusehen? Bin ich... Ich krieg jedes Mal eine Meter die Gänsehaut bei diesem ultra geile Intro-Lied. Geil. Dominic Amato liest uns das mal Guybrush Threepwood vor. Ich muss nämlich die schlechte Synchronisation übernehmen. Das Spiel hat jetzt erstmals eine volle Soundausgabe und ist in 2D-Grafik, wie ihr seht. Die Grafik finde ich persönlich unglaublich geil und passend für Monkey Island. Es passt einfach wunderbar in dieses ganze Bildreihe, was wir hier vermittelt kriegen. Mir persönlich gefällt es unglaublich gut. Es gab damals Leute, die fanden das nicht so toll, weil sie halt diese DOS-Spiele gewohnt waren. Ich muss dazu sagen, mir gefällt es immens gut. Falls der Sound ein bisschen zu laut sein sollte und ich ein bisschen zu leise sein sollte, dann muss ich noch ein bisschen rumexperimentieren. Also gebt auch ruhig Bescheid, wenn ich zu laut bin
oder zu leise bin und der Sound möglicherweise zu leise ist. Ach ja, wie habe ich mich da drauf gefreut, 1997, das war ein geiles Jahr für mich. Ich glaube, 3. Klasse dürfte ich da gewesen sein. Und darauf haben wir alle gewartet, auf den 3. Teil von der Monkey Island Reihe. Und wie schön die Musik auch gemacht ist hier. Bei dem Intro musste ich schon aufpassen, dass ich nicht laut loslache. Es ist einfach so großartig, sich hier wieder reinzuversetzen in dieses Spiel meiner Jugend. Ich habe Gänsehaut und ich bin richtig gierig drauf, hier loszulecken. Wie oft muss ich es dir noch sagen, LeChuck? Du bist nun mal einfach nicht mein Typ. Elaine? Bei meinem geronnenen Blut, du wirst lernen, mich zu lieben. Komm auf mein Schiff und ich mache dich zur Königin der Toten. Ich kann nicht, ich wollte mir die Haare waschen. Pfeif auf dein Haar, Mädchen. Siehst du nicht, dass dieser alte, salzige Seeleib sich so sehr nach deiner zärtlichen Berührung sehnt? Ich glaube nicht, dass mein Vater zustimmt, wenn ich mit einem Untoten ausgehe. Und du bist sowieso ein viel zu netter Geisterpirat für mich. Lass uns doch einfach gute Freunde sein. Oh, sieh der Wahrheit ins Gesicht, LeChuck. Du bist ein widerlicher, verfaulter, boshafter Schurke. Nicht gerade das, was ich mir im Moment für eine romantische Beziehung wünschen würde. Sprich nicht in Rätseln, freches Weibstück. Was soll das bedeuten? Du bist ein blutrünstiges Monster. Du hast mich schon entführt, meine Freunde gefoltert und mir den einzigen Mann genommen, den ich jemals geliebt habe. Guybrush Threepwood. Ah, wie romantisch. Schiff ahoi! Threepwood! Fischt ihn raus. Guybrush? Guybrush Threepwood. Bei meinen feurigen Eingeweiden. Ich weiß nicht, wie du meinem Jahrmarkt der Verdammten entfliehen konntest, aber meiner Klinge wirst du nicht entkommen. Da! Ah, das Schätzchen hat Courage. Bringt ihn unter Deck. Ich kümmere mich später um ihn. Macht die Beiboote los! Und macht unsere brennende Voodoo-Kugel bereit. Geil, geil, geil. Kapitel 1, das Ableben des Zombie-Piraten LeChuck. Ich habe während dem ganzen Intro mit so einem Eikfroh und einer Dauergrinse durchgehockt. Einfach nur herrlich. Ach Gott. Ich muss hier raus und Elaine helfen. Wenn ich nur durch diese Tür kommen könnte, dann könnte ich leicht die bewaffneten Wachen oben überwältigen, über Bord springen und ans Ufer schwimmen. Hör auf zu murmeln, Gefangener! Yo! Ich Ach bringe Gott. euch in die Luft, ihr miesen Hunde! Ich weiß noch, wie ich früher so gedacht habe, ach Gott, wie genial. Das ist wie ein Zeichentrickfilm. Das ist richtig Ihr fließend. werdet den Tag und, noch verwünschen! Selbst heutzutage muss ich noch sagen, ich find's ultra genial. Hinfort, So, ihr Mistkerle! Wir hängen jetzt aber im Zeit zu Vergleich sterben! zum der letzten Monkey Island hier kein Menü mehr, sondern wir müssen jetzt hier mit Gegenständen so agieren. Ihr trinkt Kielwasser Nimm und eure untersuche Mütter ziehen und sprich. euch an wie Weiber! Was babbelt? Ja, den Ladestock nehmen wir uns erstmal und die heutige Episode machen wir heute mal 30 Minuten lang. Hier das Ding einfach in der Hose verschwinden lässt, geil. Okay,
das ist ja ein sehr vereinfachtes Interface, das Ganze hier. Und das erste Mal taucht da hier mal ein Mal sehen, Datum wie auf. euch das hier gefällt. Melee, Booty, beziehungsweise die Beute von Melee, die Münze. Und Plunder, das ist die Insel, wo wir derzeit sind, Plunder Island, Ich lege 1687. eure Festung in Schutt und Asche. Das heißt, mir das erste Mal tatsächlich mal wirkliche Datum hier genannt. Schöne Kanonenkugel. Sie sind zu schwer zum Tragen. Natürlich. Kleiner Ich fühle Pirat. mich, als könnte ich die Welt Ich glaube, ich habe noch nie einen niedlicheren Piraten gesehen. Drücke. Wenn ich ihn aufrege, erschießt er mich vielleicht. Dann retten wir doch mal mit dem. Bleibt zurück! Ich bin Guybrush Threepwood. Wer bist du? Schauen wir hier noch. Du machst mir keine Angst, du schmutziger Pirat. Hallo, bitte töte mich nicht. Ich verkaufe diese feinen Lederjacken natürlich mal wieder. Okay, ein bisschen zu kurz gerode vom Pirat. Das machen wir wirklich in deutscher Ausgabe. Das freut mich natürlich sehr, dass ich nämlich von Englisch auf Pelzig übersetzen muss. Okay. Bist du nicht ein bisschen kurz geraten für einen Piraten? Hüte deine Zunge, Gefangener. Oder ich hüte sie für dich. Machen wir mal hier. Trägst du einen falschen Bart? Blutnase, der Pirat, würde niemals einen falschen Bart tragen. Natürlich. Tust du doch. Er ist an deinen Koteletten angeklebt. Genau genommen ist es ein Qualitätsbart. Aus den Brust- und Rückenhaaren von echten Piraten. Ich hoffe, er wächst an, wenn ich ihn eine Weile nicht wasche. Pfui Teufel. Hey, warte mal. Du bist kein Pirat. Wally! Erkennst du mich nicht? Ich bin Guybrush Threepwood. Oh, sowas. Hallo, Mr. Wood. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, waren wir Gefangene in LeChucks Labyrinth. Warum heuert jemand wie du auf einem Schiff der lebenden Toten an? Nun, Mr. Brush, zuerst hatte ich meine Zweifel. Aber dank der Seminare und Motivationsvorträge von LeChuck und der Papageien-Audiobücher bin ich ein bösartiger Pirat geworden. Sie können das auch. Fragen Sie mich wie. Ja, da muss ich halt sagen, generell finde ich die Synchro unglaublich geil. Sowohl für LeChuck als auch für Elaine und Guybrush finde ich die Stimme super passend. Aber für Wally, da fand ich es irgendwie auch in Monkey Island 2 passender, denn irgendwie so zu sprechen, ne? Deswegen, die Synchro, alle Hopf, die klingt ja noch relativ goldig, aber ich fand irgendwie diese Synchro so irgendwie etwas passender. Okay, ja, Literatur. Hast du irgendwelche Literatur da, die ich mir ansehen kann? Hier, Gut, alles hier fürs dieser Inventar. Handzettel erklärt die Grundphilosophie, der ich folge. Gut, ja, erzähl doch mal was. Erzähl mir von diesen Seminaren. Die Seminare haben mir einiges klargemacht. Sie ahnen ja nicht, wie erhebend es ist, in der Lage zu sein, sich selbst zu sagen: Ja, ich bin ein verachtenswerter, dreckiger, schurkiger Pirat, der Schande und Tadel verdient. Aber genau das ist es, was ich sein will. Alle waren sehr hilfreich. Wir hatten dieses große Gefühl der Synergie. Dann trat LeChuck die Tür ein und sagte: Ihr fauler Abschaum! Zurück an die Arbeit oder ich verprügel euch mit euren eigenen Beinen! Ja, klingt super. Erzähl mir von diesen Motivationsvorträgen. Nun, es waren keine Seminare im eigentlichen Sinne. Es war eher, was LeChuck als das Verdreschen des inneren Schweinehundes bezeichnete. Erzähl mir von diesen Audiobüchern. Die Papageien-Audiobücher sind der Schlüssel zur Piraterie. Du erhältst einen Satz von 12 Papageien. Einen pro Monat. Gib so viele zurück, wie du willst. Behalte sie alle und werde glücklich. Sie lehren dich, wie ein Pirat zu sprechen. Alle Schlüsselsätze sind darin enthalten. Streck den Mann nieder. Ich brech dir die Knochen. Laura will einen Cracker. All die Phrasen, die ein Pirat braucht, um auf hoher See respektiert zu werden. Oh Mann. Okay, dann fahren wir ein bisschen weiter. Was ist hinter dieser Tür? Hinter dieser Tür verbergen sich LeChucks Schätze. Dort gibt es Haufen und Stapel von Gold und Silber. Er hat seine gesamte Beute zusammengebracht, um sie Elaine zu geben. LeChuck ist davon überzeugt, dass er Elaines Liebe kaufen kann. Wie sehen LeChucks Pläne aus? Er arbeitet an einer geheimen Waffe. Irgendeine unglaublich mächtige Kanonenkugel. Er will sie benutzen, um die Mauern der Festung niederzuschießen, sodass seine Mannschaft die Insel einnehmen kann. Lass mich frei, Wally. Ich kann nicht, Mr. Brush. Ich bin jetzt der böse Pirat Blutnase. Und außerdem, selbst wenn du an Deck kommst, würde LeChuck dich in Streifen schneiden. Na gut.
Hier. Aufwachen, Wally! Für dich immer noch Blutnase, du gemeiner Seehund. Na, dann müssen wir halt härtere Bandage auspacken. Du bist als Pirat ein Versager. Halt die Klappe, du gelbbäuchiger Schmeißfisch. Noch ein Piep und ich buchte dich ein. Piep. Du anstößiger Mistkerl. Noch ein Wort und ich zeige es dir. Wort. Das reicht. Ich werde dich zerfetzen. Ich werde. Oh, ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Sie Die haben Musik recht, ist auch Mr. so Wood. geil. Ich bin einfach kein Pirat. Ich bin nicht grausam oder blutrünstig oder hasserfüllt oder sonst was. Ich bin nicht einmal unfreundlich. Ach, ist ja schon gut. Oh Mann, was für Geräusche. Okay, Plastikhaken. Es ist Wallys falscher Piratenhaken. Na gut. Wie war das? Ja, mit rechts kriege ich das Inventar auf. Gut. Was für Geräusche. Piratenliteratur. Piraterie nach Art des LeChuck. Kapitel 1. Wie man mehr als 15 Mann auf des Totenmanns Kiste bekommt. Okay, Heliumballons haben wir auch noch. Okay, Halteseil für die Kanone. Oder wir könnten erstmal hier durch das Schlüsselloch gucken. Was für Geräusche, Mann. Ich sehe ein Diorama der Kinder der Welt, wie sie in Frieden und Freiheit leben. Nein, warte. Das kann es nicht sein. Es ist einfach zu dunkel, um zu erkennen, was da drin ist. Dieses Gewimmer dazwischen. Okay, machen wir auf. Ich kann diese Tür mit bloßen Händen nicht aufstemmen. Okay, dann benutzen wir doch mal die Kanone jetzt, wo Wally nämlich da ist. Und zwar können wir natürlich auf der Endeseite auch die Festung angreifen. Hoppla! Einfach nur hoppla. Oder wir können hier das hier machen. Ich hoffe, wir treffen. Hey, das war ganz schön knapp, Kumpel. Ja, halt so. Pass auf, wo du hinschießt. Ich kann die sowieso nicht ernst nehmen, diese ganzen Skelettpirate mit ihren Gummienten, mit ihren Schwimmärmelchen. Auf welcher Seite stehst du? Wenn du so weitermachst, werden wir alle getötet. Noch einmal. Wir können selbstverständlich aber auch hier nochmal versuchen, auf die Festung loszugehen. Das war ich. Entschuldigung. So. Und. Das tut mir leid. Ja, komm. Hey, ich werde langsam ziemlich gut darin. So, da können wir jetzt nämlich rausgucken. Fies. Die ganzen Knochen und all das Zeugs treiben auf das Schiff zu. Dieses Gewimmer. Ich Okay. kann mich nicht an der Kanone vorbeizwängen. Die Musik finde ich auch ziemlich cool. Nun, diesmal haben sie sich mit dem falschen Totenkopf angelegt. Und den finde ich auch einfach nur genial. So, erstmal einen Trümmer angucken. Dort schwimmt ein Skelettarm im Wasser. Okay. Wenn ich erst einmal den Kanonier in die Finger bekomme. Wenn ich erst mal meine Finger in die Finger bekäme. Ja, die kriegen wir gleich in die Finger, dein Finger Mary. Entschuldigung, das musste einfach sein vom Spoilern. Hey, das ist mein Arm. Gib ihn zurück. Okay. Hier mal Entermesser Es ist ein scharfes Entermesser. und Skelettarm. Ja, Es ist ein Skelettarm. Aber wir sollten erstmal mit dem sprechenden Totekopf retten. zumindest habe ich etwas Gewicht verloren. Genau, sie ist positiv. Es ist ein schrecklicher Totenkopf. Drücke. Ich glaube, er würde mich beißen. Dann retten wir halt Ich mit. könnte mir die Zeit mit Pfeifen vertreiben, wenn ich Lippen hätte. Was für Idee. Okay. Hier. Kann ich dich Platte nennen? Du darfst mich Murray nennen. Ich bin eine einflussreiche dämonische Macht. Ich bin der Vorbote deines Untergangs. Und die Mächte der Dunkelheit werden mir applaudieren, wenn ich durch die Tore der Hölle schreite und deinen aufgespießten Kopf bei mir habe. Schreite? Daneben rolle, durch die Tore der Hölle rolle. Musst du Oh, einem Mann. denn an allem den Spaß vermiesen?
Weißt du, mit einer Tropfkerze auf der Stirn würdest du großartig aussehen. Ich habe das Gefühl, dass du mich nicht sonderlich ernst nimmst. Doch, das tue ich wirklich. Wirklich? Dann will ich deine Schreie des Entsetzens hören. Oh. Diese Lache. Okay. Warum lacht ihr Bösewichte immer so viel? Ich habe über nichts Spezielles gelacht. Irgendwo knabbert ein Fisch an meinem Fuß und das kitzelt. Genau. Du bist so furchteinflößend wie ein Türstopper. Ist es ein richtig böser aussehender Türstopper? Naja. Hatte der Vater deiner Mutter auch eine Glatze? Ich habe keine Glatze. Ich habe nur sehr hohe Geheimratsecken. Ja, das sage ich auch jedem, der es nicht hören will, genau. Nun ja, wenigstens brauchst du dir keine Gedanken zu machen, was du anziehst. Nun, das ist wohl richtig. Um Schmuck brauchst du dir wohl nicht mehr viele Gedanken zu machen. Das stimmt auch. Und Hüte stehen mir besonders gut. Na Genau. bitte. Wie kannst du ohne Augen sehen? Wie kannst du ohne Hirn herumlaufen? Alles Dinge, auf die niemand eine Antwort kennt. Ganz Ich gehe offensichtlich, jetzt. ja. Gut, nun lass mich allein. Ich muss noch eine Menge Intrigen und Bosheiten aushecken. Okay, so Das viel zu ist Mary. so unfair. Und den können wir auch noch machen. Hey! So viel diebisches Vergnügen muss man hier einfach mal zustimmen. Okay, jetzt können wir das hier machen. Und wieder zum Pinzer. Benutze Entermesser mit Wally, ach Gott. Schmecke den kalten Stahl, schwächliches Kanonenhalteseil. Einfach nur Interesse halber. Ich will den armen Wally nicht ausweiden. Na gut, dann starten wir eine neue Filmsequenz. Und jetzt werde ich mit den dämonischen Flammen dieser Voodoo-Kugel mein wahres anderes Ich in die wahre andere Welt schießen. Haha. Dann wird sie sehen, was sie mir bedeutet. Bei Neptuns Nabel, das war ganz schön knapp. Oh nein! Ja, der Klassiker, wenn zwei Trottel am Werk sind, ne? Sowohl Guybrush, der Trottel, als auch der Chuck, der Dummkopf. Oh Mann. Okay. Hey, ich habe mein Entermesser verloren, als das Schiff kenterte. Natürlich, Guybrush dafür natürlich niemals Waffe besitze. Dann gucken wir uns das mal ganz an. Untersuche wirklich unsaubere Beute. Das ist der größte Haufen Schätze, den ich jemals gesehen habe. Ja, können wir es mitnehmen? Die schmutzige Beute. Es bringt kein Glück, Beute unter einer Leiter zu machen. Ja, genau. Es bringt kein Glück, Beute unter einer Leiter zu machen. Was war doch noch unhygienische Beute? Endlich habe ich meinen Schatz gefunden. Also bin ich doch ein echter Pirat. Einfach nur Beute? Schau dir das alles an. Und es ist mein. Alles mein. Ja, wenn das mal nehmen wird. Schwimmhilfe. Ich will nicht wissen, welche Pläne LeChuck damit hatte. Kein Pirat, der etwas auf sich hält, würde so etwas tragen. Okay, dann die Musikbox. Da steht eine Zombie-Ballerina drauf. Sie ist kaputt gegangen, als das Schiff kenterte. Sprich? Nein, No. Okay, Beutel? es ist ein Beutel mit Spielgeld. Was für ein Schatz. Natürlich nehmen wir das mit. Hey, da ist ein großer Diamantring hinter diesem Beutel. Es ist ein Diamantring. Nein. Okay, spreche wieder nicht damit, aber wir nehmen dann. So, jetzt haben wir ihn auf jeden Fall mal hier, ne? Oh Gott, was ein Oschi. Es ist ein Diamantring. Okay, dann Haushaltsgeräte. Hey, das ist die neue Kuschelrock für Zombies. Hey, das ist die neue Kuschelrock für Zombies. Und die Schallplatte möchte ich nicht. Ich möchte die Haushaltsgeräte untersuchen. Eine wunderschöne Wasch- und Trockenkombination mit hohem Fassungsvermögen. Können wir die mitnehmen? Wo soll ich sie einstöpseln? Und das hier? Meine Stereoanlage ist kaputt und es ist unmöglich, irgendwo in der Karibik eine quadrophonische Nadel aufzutreiben. Immer diese Ausrede, Guybrush. Es ist der rumreiche LeChuck. Ruhmreiche.
Okay, das ist ein bisschen Karlauer, trotzdem witzig. Ich habe schon mehr als genug von ihm gesehen. Ja, Anspielung auf nimm LeChucks Unterhose aus dem zweiten Teil und so, ne? Da steht eine Zombie-Ballerina Den drauf. Kranz wollte ich auch gucken. Heirate mich oder stirb. Ergreifend. Ich weiß nicht, das scheint ein bisschen gruselig zu sein. Findest? Marry me or die. Mit Schokolade überzogene Entenmuscheln, Lakritzangelhaken, Seebengels, Glasaugen. Ugh. Das Zeug ist selbst für einen Piraten ekelhaft. Okay, und ist? Nein. Na, schade. Ihm ist mitten durchs Herz gestochen worden. Niedlich und doch unheimlich. Schon, ja? Nein. Mit dem wieder auch nicht retten? Der Bär ist zu groß zum Herumtragen und das Schwert ist eine Attrappe aus Plastik. Schade. Das hier? Das ist eine Flasche mit sprudelndem Formaldehyd. Ein guter Jahrgang noch dazu. Chateau Embalm. Nein. Oder Embalm. So, hier können wir noch reingucken. Hey, ich kann den Grund des Ozeans sehen. Und da schwimmt ein ziemlich ärgerlich dreinblickender Totenkopf draußen herum. Ja, der muss das sein. Okay, dann raus und neue Videosequenz. Guybrush? Guybrush! Ich dachte, ich hätte dich für immer verloren. Bist du es auch wirklich? Ja, Elaine. War das ernst gemeint, was du da draußen gesagt hast? Dass ich der einzige Mann bin, den du je geliebt hast? Weißt du, ja, Guybrush, ich glaube, das war's. Elaine, ich bin ein Mann der Tat. Ein Abenteurer, ein Gauner, ein Wanderer. Ein Mann, der seinen Atem 10 Minuten anhalten kann. Mich hält nichts, ich bereue nichts. Ich segle mit dem Wind, wohin mich das Abenteuer führt. Aber irgendetwas bringt mich dann immer Guybrush, wieder zu... halt die Luft an. Elaine, willst du mich heiraten? Oh, Guybrush. Oh. Wally? Du lebst! Aber wie hast du die Explosion überstanden? Ich bin rausgeschleudert worden. Oh Mann, bin ich froh, dass ich nicht angeschnallt war. Wow, Elaine, das nenne ich einen Ring. Danke sehr, Wally. Das ist ein Verlobungsring von Guybrush. Hey, der sieht fast aus wie der große Diamantring, den LeChuck in seiner Schatzkammer hatte. Du weißt schon, der mit diesem fürchterlich grausamen Voodoo-Fluch belegt ist. Naja, aber diesen Ring würde dir Guybrush natürlich nie geben. Egal, ich muss gehen. Hier soll ein Laden sein, wo man sich Tätowierungen entfernen lassen kann, ohne Narben und Flecken. Wir sehen uns zur Hochzeit. Guybrush! Hoppla. Und jetzt wären wir bei Kapitel 2. Ein hochkarätiger Fluch. Oh nein, Elaine? Das wird dir bestimmt nicht gefallen. Definitiv nicht. Okay, wir schauen sie mal an. Es ist Elaine. Ich muss sie irgendwie zurückverwandeln. Können wir sie mitnehmen? Sie wiegt bestimmt eine Tonne. Nicht für ungut. Ich frage mich, wie viel Karat sie... Nein, keine gute Idee. Nee. Elaine, Schatz, geht's dir gut? Kann ich dir irgendwas bringen? Ich fange dann wohl mal mit dem Austreiben des Fluchs an, was? Wäre besser, ja. Okay, dann gucken wir uns mal das hier an. Glühende Kohle. Es ist ein glühendes Stück Kohle, ein Überbleibsel der Schlacht. Na, nehmen wir mal mit als Artdenker, ne? Autsch! Immer noch heiß anscheinend, ne? Glimmendes Holz. Es ist ein glühendes Stück Kohle, ein Überbleibsel der Schlacht. Okay. Brücke können wir uns auch nochmal angucken. Die Brücke ist unpassierbar. Macht nichts. In der Festung gibt es sowieso nichts Interessantes. Oh jo, genau. So, ja, also das Gebiet haben wir leider nicht, nur das Vorgebiet von der Festung. Dies ist eine Informationstafel, aufgestellt von der Plunder Island Naturalistengesellschaft. Plunder Island Wildhuhn, eine der am meisten verbreiteten Tierarten von Plunder Island. Dies ist das Tier, das unserer Hauptstadt Puerto Pollo den Namen gab. Okay, wildes Hühnchen. Hübsch? Können wir es schnappen? Ach Besser nicht. Gott. Hi. Na gut. Entschuldigung. Voodoo-Markierungen hätten wir hier noch. Mysteriös. Können wir die mitnehmen? Nein. Okay, sprechen? Nein. Okay. Na dann, laufen wir doch mal in die Richtung.
So. Da kommen wir her von der Festung. Da hier können wir noch. Und da hier können wir noch. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal dort hier. Weil da müssen wir auf jeden Fall hier. Und wir sehen uns übermorgen wieder, ihr liebe Leute, zu Let's Play Monkey Island 3 auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ihr könnt euch schon denken, wer im Sumpf auf uns wartet, denke ich, wenn ihr die erste 2 Teile gespielt oder bei mir gesehen habt. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.